Ik geloof dat Leid is en zij passend Leid voor de thema wat we van der we aan reden. En dat is dank voor God zijn hulp. Een ding wat ik geleerd heb, dus een predja en over mijn jaren is, dat is niet zo verken dat ik aan wat reden, wat ik wat niet leren. Zo verken, de boodschappen wat we horen, de leren wat we zijn, en de Bibelversen wat we lezen, dat zijn niet dat we wat niet leren, dat is ons helpen denken wat we al wissen. Maar dat fehlt dat we abgefrascht zijn, dat we frasch denken doen, dat het wichtig is. Ik geloof, deze thema aan dank is zo. We weten, wie ze dankbaar zijn. Maar onze drukheden, wat we in ons leven hebben, verken vergeet we dat we in dankbaarheid zijn leven. We zijn dankbaar zijn. En dat is waar we de wereld zullen zijn. We hebben vandaag in Jesaja kapitel 12, dat is een heel lang kapitel. We willen in Jesaja kapitel 12 de 6 versen doorgaan. En dat helpt ons waarom we denken, wat heeft God voor ons gedaan? Maar als we worden zijn van deze kapitel, ik wil ons vandaag helpen, niet best denken aan wat God al gedaan heeft, maar wat God nog wordt doen. En wanneer je deze boek kennen doen, Jesaja wie een profeet wat naar Juda reden deed. Hij reed een klein beetje naar Israël, maar hij moest naar Juda. En dat was een tijd, wo Juda en Israël, daar weer twee rekken, die weer niet gegaan, die weer gedeeld. Die rek aan de noordenpoort, dat weer Israël, en dat zuidenpoort, dat weer Juda. En gelijk daar, de koning wat in Israël weer, dat weer zijn wat niet God nog vallen deed. Die weer een jengen God. En die wat aan de zuidenpoort weer, die weer koning wat vlecht van de hof, God nog vallen deed in de andere hof, die weer jengen God. En dit is naar wem hij reden deed. De profeet reed hier naar Juda. En zij waren in de mensen wat weggegaan waren van God. Zij waren jong aan. En zij worden bald, en dat had al aangevangen, de tijd aangaan waar God en wordt beleeren. So dat is een klein beetje wat de hintergrond is van deze versen wat we nu lezen willen. Jesaja kapitel 12, de 6 versen zijn dus dit. Wanneer die tijd komt, waar je zijn, ik dank de Heer, dat wanneer du ook verlengen met mij wirst, hast du die woord doch teruggenomen en hast mij nu getreust. Nu weet ik van frasch, God is die, wer mij in alles helpt. Ik wil mij op hem verlaten en wil niet angst hebben. Mijn kracht komt van God alleen. Mijn leider zijn verarmd, want hij helpt mij in alles. We worden vrouw zijn en worden nemen van de kwalen die junt hem heel zijn. En wanneer de dag komt, wil je zijn. Dank den Herrn. Bid hem aan. Laat andere volken weten wat hij voor ons gedaan heeft en wou keiner met hem te vergelijken is. Zing leider van dem Herrn en van wou grootoorhig zijn help is. Laat de ganze wereld dit weten. Dit wat je in Zion, die wat je in Zion wonen, vreedjunt en zijluid, wou grootoorhig die in jene maat is, die in Israël heilig is. Ik leef hier in deze versen zet van deel voor ons, voor wie wat zeer wichtig zijn. En dat zijn de eerste woord. Wanneer de tijd komt. Ik leef vele van ons, wie hand in geloven, wat sterk is, sterk genoeg dat we kunnen terugkijken en we kunnen zijn, wat God geschafft heeft. Maar we zijn
nochmal in schwere Tiden, wie wollen schwere Tiden durchgehen. Und der Prophet Jesaja redet hier noch ein Volk, was würden nach schwere Tiden durchgehen. In den ersten 11 Kapiteln redet er, wo die würden in Dreck kommen, die würden gewinnen ewig und sie würden einen Fuß nehmen und sie würden nicht mehr in das Land sein. Aber da wird eine Zeit kommen, wo Gott wird schaffen und dann, wenn die Zeit kommt, wo ich sein, ich danke die Herr. Ich glaube, viele von uns können zurückkicken, wir können dankbar sein für was Gott getan hat. Und das ist sehr wichtig. Aber ich will haben von dir, wir sollen uns selbst die Frage stellen, können wir Gott auch danken für was er wird tun. Das ist ein Dank, was fehlt an den Glauben, einen starken Glauben, ein Vertrauen. Können wir in unserer Zukunft nahe sein und wir wissen nicht, was alles wird passieren. Aber erst uns Glauben, erst uns Vertrauen an Gott stark genug, dass dort kein Zweifel wird sein, dass Gott wird mit uns sein, dass Gott wird uns raten und dass wir wollen Lothar Gott kann danken. Erst den Glauben in Gott so stark. In 5. Mose Kapitel 31, der 16. und der 17. Vers, sagt Moses nur dem Volk Israel. Oder das, was der Herr sagt nur Moses. Moses, wie meest reit am Storven, und sagt es das. Der Herr sagt zu Moses, horch mal, du wirst bald sterben. Dann wird das Volk antreu worden, und sie werden schon hoftig daunen mit den fremden Jätter, die in dort Land sind, wo sie nan gehen und zu siedeln. Die werden nicht verloren und werden den Bund brechen, den ich mit entgemerkt habe. Wann der Tag kommt, wo ich sehr unzufrieden mit entsennen, und ich war im Stärk loten und nicht mehr helfen. Und sie werden viel Schulden und Trouble durchmerken, aber sie ganz in Grund gebracht worden sind. Und den Tag werden sie ansehen, dort all die Trouble ab angekommen ist, wegen der Haar nicht mank und ist. Ich will von dir noch uns reden, das ist eine Talk. Ich glaube, wir sollen aufpassen, dass wir nicht uns ersten Life verloren tun. Da unser Life üschlich für Gott ist. Wir sind fertig, wo immer treu bleiben. Die Falling, die ich nu habe für Gott, die wird immer sein. Und ich glaube, wir sind recht, haben Vertrauen auf was sein. Aber wenn wir aufpassen, dass wir nicht unser Life für Gott verloren. Wenn wir die harte Arbeit, was fehlen wird in uns hart, loten down, dass Gott in uns schaffen wird, dass wir arm Dollar lecken down. Wir wissen nicht, was unsere Zukunft bringen wird. Aber ich glaube, diese Erfahrungen von 5. Mose sind wichtig für uns. Dass wenn wir wollen Gott verloten, dann wird Gott seine Hand in Gnade von uns raufnehmen. Dann sind wir bis an uns erinnert. Dort wird der Sinn bringen, dort wird ein angesündet Jäsling Hort bringen. Gott hat dann nicht Halt für uns. Aber hör mal, was er hier sein wird. Und den Tag werden sie ansehen, dort all die Trouble ab angekommen ist, wegen der Haar nicht mank an ist. Wir werden ein paar von denen, was mit da und deiden, wo dankbar sie wären, erstlich, dass sie in der schweren Zeit durchgingen. Wegen dort erst, wo sie kriegen, sich selbst zu sein, und dort erst, wo der Lehren kommt. Das geht nicht schein, wenn wir schwere Zeiten durchgehen. Und wir sind in das letzte Jahr, viele von uns dachten, diese Thanksgiving, dann wird die Pandemie, da wird auch lang hinter uns sein. Nu würden Dinge zurück sein und es wird alles normal sein.
aber Dinge sind noch nicht normal. Und ich glaube, Gott sagt zu uns das natürlich, wir haben noch nicht alles gelehrt, was er für uns hat. Uns hört erst noch nicht durch, wo wir so sind. Wir licken Gott noch nicht, so wie sollen. Uns hört strebt noch nicht nur Gott, so der soll. Aber ich will uns von der Hoffnung denken, dass wir können Gott loben, am Preisen, was er getan hat, aber wir auch am Loben und Preisen, für was er tun wird. So sehr wie Dollar bedeutet dann, und was kommen wird. Mir wird noch mal gefragt, dort wird von der und da in der Welt passieren wird, sind noch Zeichen, dass der Ende gekommen ist. Sehr wie in den End Times. Ich glaube, wie früh und fertig, sehr wie in der engen Zeit, sehr wie bald in der Triebsalzeit. Der Antwort für dort ist, die Zeichen, die wiesen durch Hand, dass wir dichter und dichter wir kommen. Ich will von der uns heute denken, das ist natürlich. Wer wir Gott danken, dass er was sein mit uns, wenn wir in die schweren Zeiten sind. Wer wir uns nicht doller ängsten vor den schweren Zeiten, es wo wie eine große Dankbarkeit haben für Gott. Laut unsere Dankbarkeit für was Gott wird dann größer sein, als unsere Angst vor was noch kommen wird. Das ist wichtig. Dass wir nicht in Furcht leben, dann für was kommen wird. Wenn wir weit dass Gott wird sein. Und wir können ihm danken, für was er wird tun. So, ich habe geredet ein paar Worte. Nu werden wir die ewige Verse noch durchgehen. So, was wollen sie Gott verdanken? Üschlich, sie wollen danken, dass Gott hat gedreht von seinem Ohr. Wenn die Zeit kommt, wo sie sein, ich danke den Herrn, der dort, wann er auch verlängern mit uns, mit mir wirst, hast du deine Wort doch zurückgenommen und hast mich nie getreust. So Gott hat ein Wort, Gott hat, dort er da wir, er versteht über das Volk Israel. Woran wir da? Die Bibel lehrt uns, dass Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Gott kann keinen Sinn verdrehen. Und Gott seine Ohren ist jenen jeder Sinn. Und besonders hier, wenn das Volk Israel jenen Gott rennt oder von Gott wegrennt, Gott seine Ohren wie jenen die sind. Und Gott dreht in viele Weisen Regen und seine Kinder, wenn sie reden von arm. Lothar in das Buch in Jesaja Kapitel 57, der 16. Vers sagt es steht, ich war nicht einmal beschuldigen und nicht aber lang bei jenen blieben. Anders würden dem, wem ich doch das Leben gegeben habe, noch der Geist versorgen. In dieser Vers wieder in das Buch sagt er dort, wenn Gott in seine Ohren blieben würde, der wird nicht ewig blieben von seinen Menschen. Jonathan Edwards, der hat in den 1700 brachte er mal eine Botschaft. Und diese Botschaft fing eine große Erweckung ab in England. In Englisch nennt diese Botschaft Sinners in the Hands of an Angry God. Und er hat hier ein Bild machen von wer wir Sünder sind. Und wir sind auf einer Karte Twirm und wir hängen über die Verdammnis, was Sinn bringen wird. Und das ist bloß der Gott seine Gnade, dass wir nicht ewig kommen sind von der Strophe, was jenen sind. Gott seine Ohren als jenen sind. Und das ist bloß wegen Gott seine Gnade, dass wir nun nicht als sterben tun vor der Sünde. Gott würde einen Radar schicken. Was Israel würde raten von dieser Ohr.
In Jesaja Kapitel 9, de 6e vers, en dit lezen we vaak in de Weihnachtstijd. Seine Macht reicht en de vrede, Unger arm wordt oneindig toenemen. Hij wordt op David zijn troon zetten en zijn rijk oprechtig en dort wordt recht erst van nu aan en op allemaal regeren. De Heer, die alles regiert, wordt dit in zijn leven doen. Hij zegt hier, dat er wordt einer komen wordt aan David zijn troon zetten. En hij wordt recht rechten. En we weten dat is de vers die wijst verder weg naar Jezus Christus. Jezus Christus is dan die, wat ons raden deed. Ons geraad heeft, wanneer we hem aangenomen hebben, van God zijn oor. So ik wil van deel, dat ik aanvangen deed, ons helpen denken. Wanneer we in Jezus Christus zijn, wanneer we Jezus Christus aangenomen hebben, dan zijn we van God zijn oor geraad. De prijs, wat we ons verdiend hadden, wegen we Sünder zijn, der ist uns nicht wahrgenommen. Gott braucht nicht mal jenen uns in euer Hand, wenn Jesus Christus hat unsere Sünden betont. Wir sind nu frei. Wir sind frei gemerkt, dass wir nicht mehr unter der Euer sind. So meine Frau von dir ist für uns. Hast du die Radung angenommen? Hast du die Hand gegeben nach Jesus Christus, dass du ein Kind Gottes bist? Und wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du wahrgeboren bist, bist du dankbar, dass du nicht mehr unter dieser Euer ist. Dass du nicht gerat bist. Dass Gott dich vergeben hat. In Kolosser Kapitel 2, der 14. und 15. Vers sagt es dort. Er hat den Schuldschein, der mit seine Forderungen von Gesetz her gegen uns stand, der gestreckt und ewig gebracht. Er hat den Schuldschein und dort Kreuz genagelt. Der hat die Gewalten und jetzt die Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Er mögt an zu ein Abseinen für alle Menschen und lädt an wach aus Fuß genommen. So von der, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn deine Sünden sind vergeben an Kreuz, die sind wahrgenommen. Jesus starb am Kreuz, so dass alle können anseinen, dass er gewonnen hat. Gott sein Euer ist nicht mehr über die, was arm angenommen haben. Und dann nächste interessante Ding ist, wir sehen hier, dass Gott dreht nicht bloß von seinen Euer, oder er wird nicht bloß von seinen Euer drehen, aber er wird auch treisten. Hier sehen wir ein Bild von einem Betes in Vater, was eine diepe Life hat für sein Sehen. Und wenn ihr einen Vater seht, die weiten, was das ist. Das kleine Bengel, der kleine Junge, war da vielleicht was artig getan. Und dann fehlt ihm zum Belehren. Und das geht überhaupt nicht schein. Ein Kind bestrafen geht nicht schein. Weil die Mohan getan, das Kind bestrafen, wo einmal das tun. Und dann das Kind anfoten und das Kind treisten. Und dann weiten loten, dass die noch gut sind. Das ist das Bild, was wir hier haben von Gott. Gott wird seine Kinder belehren. Gott seine Euer erste Jünger sind. Und wenn die Belehrung durch ist und das Kind das gekriegt hat und zu seinen kriegt, wer er ist, Gott kämpft in seine Leben, fährt das Kind an und das Kind treisten. Ich weiß nicht, wo je Gott kann tun. Kann je Gott ist ein Treister. Und Gott wird ihn wirklich gut ist. Wenn wir an Dinge segnen und was wir verdankbar können sein, das ist eint. Denn selbst in Gott, wo jenen wie han gesündigt. Als der selbst Gott, was er uns den Sinn vergeben, der er kämpft und er fährt uns an und er wird uns treisten. Wenn wir eine schwere Zeit durchgehen, wenn wir nicht alles lernen, was Gott für uns hat, wenn wir Fehler merken, wenn wir erwachen und wir in Sinn sind und wir zurückkommen
En nogmaals, bloos, en wanneer we nog in die tijd zijn, God komt en hij troost ons. En dan een tweede vers, we kan zijn wie dat we kan God danken voor zijn hulp. De tweede vers zegt, en we weten ook, nu weet ook van vragen, God is die, wer mij in alles helpt. Ik wil mij op hem verlaten en wil niet angst hebben. Mijn kracht komt van God of van Herrn alleen. Mijn leider zijn voor hem, wilt hij helpt mij in alles. Ik wil ons helpen bij het denken. We willen terugkijken in ons leven, waar God ons geholpen heeft. Waar heeft God ons geholpen dat we kunnen vrij zijn van onze zinnen? Waar heeft God ons door zware tijden gebracht? Waar heeft God ons geholpen dat we kunnen zijn wat we doen sollen? Aber dieses Kapitel ist nicht geschrieben, um uns helfen denken, was all geworden ist. Dieses Kapitel ist geschrieben, wo wir wollen lauter Gott loben, für wo er uns geholfen hat. So können wir dann verder weiterkicken von dir und Gott all danken, für wo er uns helfen wird. Ich weiß nicht, was von der Zeit ihr Leben haben nu, wo ihr sind, was von der schwere Zeit verder ihr stonen wird. Vielleicht seid alles fern, aber ich weiß nicht, was von der Zeit durchgehen worden, aber das Gott merke ich, dass eine schwere Zeit abkommen. Und von dir, dankfast, können wir Gott danken, für wo er uns helfen wird, wenn die schwere Zeit kommen wird. So, ich will uns viel unterstreichen. Ich rede, kraxes an mir ist irgendeiner, was hier sagen wird. Wer wir uns nicht ängsten, für was wird kommen. Wir wollen auch Gott von dir danken, für wo er wird mit uns sein, wann wir in der schweren Zeit sind. Denn Gott ist uns wirklich gut. Gott ist unser Haupt. Gott hat uns gerat. Und wieder wird er uns auch raten. Nicht deswegen Gott uns gut ist. Gott ist uns so gut, er schickt sein Einchen sehen. Versen wat mij allemaal wertvoll zijn in Römer Kapitel 5, Satz 8. Hij sagt, als wir noch nicht halten können, starb Christus für uns gottlose gerechte Zeit. Du wird schwor, wer von einem gerechten Mann sterben, doch von guter Mensch mocht dort wer wären zu sterben. Aber Gott weiß uns seine Leib du an, dass Christus für uns starb, als wir noch sind wären. Hij zegt, als we nog ons zelfs niet helpen kunnen. Hij zegt hier, ik wil mij op arm verlaten. En ik wil niet angst hebben, mijn kracht komt van Herrn alleen. We willen ohne hulp, maar de Herrn alleen heeft ons de hulp gegeven. We willen ohne Hoffnung. Gott hat uns Hoffnung gegeben. Wir wären in unser Sinn, wir wären noch weit off von Gott. Und Gott, durch seine Gnade und seine Life, hat uns diese Raten gegeben. Dort wir können uns sicher sein, wo einmal kommen wird, Gott wird einmal mit uns sein. Und Gott wird auch die Kraft sein für uns. Wenn wir in einer guten Zeit sind, werden wir nicht vergeten, dass Gott ist der, was uns dort geben wird. Er ist der, was uns Kraft geben wird, um für ihn zu leben. Und ich glaube, das ist nicht, dass wir dort in Dank halten, wann wir in einer guten Zeit sind, ist, wenn wir in einer schlechten Zeit sind. Wenn in einer schlechten Zeit, dann weit wir, uns fehlt Halb. Aber wenn wir nicht vergeten, dass uns fehlt einmal Halb. Und Gott ist einmal reit, er allein. Als der wat ons Kraft geben wird. Und dann sagt Jesaja, dort durch dankbar sein, wo wir ein starkes Glauben haben. Der dritte Vers sagt, wir wollen Frau sein und Wutter nehmen von den Quellen, die jünt zum Heil sind. In Englisch sagt es, with joy. Wo wir von den Quellen nehmen. Das ist ein Baum. Das ist hier ein Bild.
von dem Baum, was uns heil ist, unser Radungsbaum. Wenn wir rat sein, wenn wir kann sein, was Gott getan hat für uns, können wir uns freuen. In Englisch sind wir zwei Wörter, die verschiedene Meinungen haben. In Englisch sagen wir sind happy oder wir haben joy. In die Plottisch, wo wir sind schaftig oder wir freuen uns. Schaftig sein dann in vielen Wegen hat zu tun mit, wenn Dinge rum uns gut sind, dann sind wir schaftig, dann geht uns das Schein. Wenn wir Frieden haben, dort hängt es nicht auf, an wo Dinge rum uns sind. Dort hat zu tun, wo wir uns in Hort angestellt sind. So das sagt hier, wir sollen nur den Baum gehen, was unsere Radung ist, und von den Baum sollen wir dann unser Frieden nehmen. Wir freuen uns, wenn Gott uns gerat hat. So wie es Christen dann. Wir wollen nicht rumgehen mit langen Gesichten. Wir wollen rumgehen mit Frieden. Nicht wegen alles jetzt scheint, aber wegen wie weit Gott es für uns gerat hat und wie seine Kinder sind. Und jetzt sind nicht bis Klimat, wo da Worte nähern schälen, das ist ein dieper, großer Baum. Wenn wir oben haben, das ist nicht Tag. Haupt Gott uns einmal denken, wenn dieper Leib für uns hat. Wo deip dieser Baum für uns ist. Und wenn großen Preis Gott holt für unsere Radung, werden wir dann auch nicht vergessen, dass diese Radung erst die Ursache, woran wir uns freuen können. Dann was sollen wir tun mit dieser Frieden? Wir sollen Gott loben. Die vierte Vers sagt, und wann der Tag kommt, dann redet war von dem Tag, wo Gott wird seine Radung bewiesen. Wo wir sein, dank den Herrn, bet am an. Wir sollen den Herrn danken. So wenn Dinge gut sind, wenn Dinge so uitdrehen, dass es fern ist, wer ist die erste Person, der wir danken dann? Wer ist die erste Person, wer wir vertrauen, wo dankbar wir sind? Ist das Gott? Wegen Gott ist der, was uns dort gegeben hat. Er ist der, was uns dort geschenkt hat. Und dann der nächste Part von der vierten Vers sagt, lot andere Völker weiten, dort er für uns, was er für uns getan hat, und wo keiner mit arm verglichen ist. Ich rede für nur Christen, und viele Christen weiten nicht, wo sie können mit anderen der Evangelie mitteilen. Sie weiten nicht, wo sie können mit anderen dort mitteilen, wo sie auch gerat kann sein. Ich glaube, diese Fargen, viele Wege, jef uns der Rot. Wo können wir Jesus mitteilen mit anderen? Wie kann andere sein, was Gott für uns getan hat? Lot andere Völker weiten, was er für uns getan hat, und wo keiner mit arm zu vergleichen ist. Wenn ich diese Vers lesen da, was kommt die dann an? Hast du eine Geschichte, was die kannst mit anderen mitteilen? Hast du eine Geschichte, wo die kannst mit anderen sein? Ich wir in der Not, aber Gott kam und hilft mich. Hast du eine Geschichte, wo du noch in deine Sinn wirst? Und alles, was die Sünden bringen, Gott kam und er hat dich durch. Und nu bist du eine andere Person. Und der andere ist, was Gott in dir erschaffen hat, dort ist dort, was du mit anderen kannst mitteilen. Du brauchst nicht abmerken. Du brauchst nicht so feilen, dort ich kann nicht in Geschichte, was interessant ist. Wenn Gott in dir geschafft hat, wenn du nie geboren bist, und was Jesus getan hat für dich, dann hast du eine Geschichte zum anderen sein. Menschen sagen dann, na, das
de ordene volken weten laten wat God gedaan heeft. Dat is de prediger zijn arbeid. Nou, dat is mijn arbeid. Aber nicht wegen ich ein Prediger sein, aber wegen ich ein Christ sein. Wenn du ein Christ bist, lass die Welt weten, was Jesus getan hat in dir. Meint er bei der Arbeit? Meint er, wenn Jesus eine Familie kommen? Meint er, wenn ihr reisen tun? Meint er, wo ihr on WhatsApp und on Facebook sind? Jesus immer mit teilen. Wer wird die Hoffnung, was Gott uns gegeben hat, mit anderen mitteilen? Ein anderer, 5. und 6. Vers sagt er, in der 5. singt leider von dem Herrn und von wo groß euch seine Halb ist. Laut die ganze Welt das weiten. Und der Englische, der in Vers sagen, sagt, shout for joy. Ich wundere mich nochmal, warum wir es Mennoniten in unser Gesang und unsere Musik so mit Trauer singen. Warum können wir uns nicht fertig freuen? Warum können wir nicht mit Lieder Gesang Gott loben, für was er getan hat? Dort wir können die ganze Welt weiten lassen, weil Gott ist. Und dann in Gott anbeten. Und das der Vers sagt, die wird in Sion wohnen, fretjend en zachtluid, wo groß Orte, die in jene Mad is, die in Israel herrlich is. Wann wir die Welt dann sein, was Gott getan hat, werden wir dort nicht vergessen, dort Gott in unser Mad ist. Werden wir nicht dort vergessen, was Gott getan hat? Werden wir dort nicht vergessen, dort Gott mit uns ist? Und werden wir dort nicht vergessen, dort Gott jetzt mit uns, wo immer wir hingehen? Wir sind niemals dort wir allein sind. Es ist niemals dort wir ohne Hilfe sind. Gott ist immer an uns mit. Und wegen er mit uns ist, können wir ihm danken, nicht bloß für was er getan hat, aber auch was er tun wird. Wir schließen in Gebet. Jesus Christus, von dir kommen wir fertig die. Wir werden Dankschein sein. Wir haben von dir gesehen, dass wir können die danken für Wort noch kommen. Wir weiten dort die Waschen, wir vertrauen die Wasch uns raten von dort, wo wir nach dir gehen wollen. Wir seien von dir auch dank, dass du uns geraten hast von Gott, seine Euer, wegen wir Sünder sind. Wir danken dir, dass du uns getreust hast. Wir danken dir, dass du unser Halb bist. Wir danken dir, dass du uns eine Geschichte hast gegeben, dass wir mit anderen mitteilen. Und Gott, ich bete, dass du was in uns Hort schaffen, dass wir Personen sind, nicht Talk sind, was einmal dankbar sind, für was Gott tut und für wer er ist. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.